Jetzt geht's los. Rainbow trout, red rainbow trout. It's inside the sandwich. You like it? Ja, okay. Also ich bin fränkische Weltbürgerin. Bärbel in ihrem Element. Ich und meine Fische, das sind wir. Eine Fischfrau mit Leib und Seele. Hervorragend. Oh, danke, danke. Sehr gut. Bärbel, in jungen Jahren auf den Weltmeeren unterwegs, verkauft heute geräucherte Fische, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Überlebenspaket für heute, oder? Ja. Und Wochenende Einkauf, ja, super. Ihre Freude und gute Laune gibt es gratis dazu. Ich liebe Märkte. Wir fahren viel durch die Gegend. Ganz Bayern machen wir und immer verschiedene Kunden. Wir haben überall Stammkunden. Und das sind halt macht dann schon viele Leute und viel Abwechslung. Seit 2010 ist sie bodenständige Fischfrau, bietet selbst geräucherte Saiblinge und Forellen an. Sehr schön. Obwohl Fränkin, verkauft sie keine Karpfen. Also ich finde, die sind fettig und schwammig. Also das hier sind ja Raubfische und ein Karpfen, der gründelt ja. Also ich mag ihn nicht. Und ich verkaufe nichts, was mir nicht selber gefällt. Oh. Mit Fischen kennt sie sich aus, weil sie sich eine ganze Zeit so ernährt hat. In jungen Jahren ging es gemeinsam mit ihrer großen Liebe auf der sogenannten Barfußroute, der Autobahn für Segler, auf die Weltmeere. Durch den Panamakanal in die Südsee. Das war ein Barsch. Der wurde letztendlich gegessen vom ganzen Dorf, ja. Ne, der war zäh. Das gibt's auch, dass Fische zäh werden. 10 Jahre war sie in fremden Ländern unterwegs. Wenn ich unterwegs sein kann, dann bin ich glücklich. Und es waren Erfahrungen, die machen wenig Menschen. Also es hat wenig Menschen, die nehmen sich die Möglichkeit, solche Erfahrungen machen zu dürfen. Und ich habe es mir genommen, bin ich stolz drauf. In ihrer kleinen Wohnung in Nürnberg steckt die große, weite Welt. Wir sind viel im Südpazifik gesegelt und das ist das schönste Segelgebiet der Welt. Und zwischen Hawaii und Australien waren wir 9 Monate hier auf dem Canton Atoll. Da war nur ein Dorf mit so 100, 120, 150 Menschen mit der Natur, komplett mit der Natur. Keine Werbung, kein Handy, kein Fernsehen, kein Strom. Nur was die Natur hergibt. Schönste Zeit meines Lebens. Also ich habe die einheimische Tracht aus Canton. Die wurde für mich angefertigt. Da gab es für jeden Tag eine andere Farbe. Und das ist mein Sonntagsgewand gewesen. Und meine Zugehörigkeit ist Canton. Nach einem Heimaturlaub in Nürnberg entschied sie zu bleiben. Oh, Strand und Sonne ist klasse, aber Strand und Sonne immer ist langweilig. In ihrem neuen Leben haben sich die Prioritäten verschoben. Ich habe euch was mitgebracht. Das Fernweh steht hinten an. Als einzige Tochter unterstützt sie ihre Eltern und stellt sich der Verantwortung. Es ist ihr wichtig, in der Familie den Zusammenhalt zu leben. Lasst euch mal schmecken. Ne? Dankeschön. Dankeschön. Meine Eltern waren immer für mich da 10.000 Kilometer weit weg. Und ich bin für meine Eltern da. Das haben die auch verdient. Das haben meine Eltern verdient. Ich hätte gern einen kleinen Saibling. Wunderbar, machen wir doch. Machen wir ganz frisch heute. Ne? Der Fischverkauf läuft gut. Ich bin gerne in Deutschland. Das ist Heimat. Es ist, wir leben frei hier. Wir können Geld machen, wir können Geld verdienen, wir können uns frei bewegen. Auch wenn wir ein bisschen Probleme haben im Moment, ja, würde ich sagen, sollten wir es uns nicht vermiesen lassen. Es ist ein schönes Leben hier. Die Selbstständigkeit mit der Fischräucherei ist genau ihr Ding. Die Entscheidung hat sie nie bereut. Auswandern ist im Moment kein Thema mehr. Mit dem Fisch bin ich noch lange nicht fertig. Ganz bestimmt, ja. Ja. Weltenbummlerin Bärbel Meier ist angekommen in der Heimat. Von der Kundschaft wird sie geschätzt als regionale Fischfrau mit Weltmeererfahrung.